Das Kölsche Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur stärksten Stadt auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Und wieder mal sind wir heute mit dem Köln-Ding der Woche unterwegs. Ja, herzlich willkommen, wünschen euch der super tolle Uli und der noch unglaublich tollere, gut aussehende und heute gut gelaunte Frank. Und heute haben wir eine Geschichte für euch. Das ist traurig, weil wenn das, was damals gewesen ist, heute noch wäre, würde es der Stadt besser gehen. Denn wie Wort zu Gölle et für dem mit Heinzel Menscher so bequem. Ja, wir wollen heute über die Heinzelmännchen sprechen und eigentlich über diese traurige Geschichte, dass wir Kölschen dann doch irgendwann mal das Arbeiten lernen mussten, weil wir waren, ich sag mal, faul. Ja, stinkevoll kann man sagen, aber wir hatten allen Grund dazu. Wir Kölschen mussten über Jahrhunderte lang nicht arbeiten. Wir sind abends ins Bett gegangen, sind morgens aufgewacht und die komplette Arbeit war getan. Wir wussten nicht genau, was da nachts passiert. Es war uns aber royal, weil die Arbeit war getan, wir konnten Party machen und alles war gut. Ja, und wir sind sogar so faul in Köln, dass wir im Sitzen tanzen. Der Uli erklärt das jetzt. Wir nennen das Schunkeln. Das heißt, wir haken uns rechts und links ein, dann fällt man auch nicht von der Bank. Und im Rhythmus, aber schön gemächlich, bewegen wir uns. Und das nennen wir dann schon Tanzen hier. Und das ist echt fraglich oder fragwürdig, weil das ist Ausdruck unserer kölschen Faulheit. Aber nochmal, wir konnten über Jahrhunderte faul sein, weil die Heinzelmännchen die ganze Arbeit gemacht haben. Ja, die Heinzelmännchen sind nachts durch diese Stadt gestromert und haben alle Arbeiten, die für den nächsten Tag erforderlich und erledigt sein sollten, erfüllt. Zum Beispiel? Da sieht man am Heinzelmännchenbrunnen die schönsten Beispiele. Da müsst ihr mal hingehen, das direkt vom Früh. Da könnt ihr euch diese verschiedenen Reliefs angucken. Da bauen die Heinzelmännchen ein Haus, dann schlachten sie ein Schwein, machen Wurst, die backen Brot. Und ganz wichtig, auf einer von diesen Relieftafeln machen sie Wein. Ja, das ist ganz wichtig. Also wir hatten quasi, ich sag mal, hunderte von Dobby-Hauselfen von Harry Potter hier durch Köln laufen. Und ich muss ganz klar sagen, nicht verwechseln mit den Mainzelmännchen. Die werden mit geschrieben und kommen aus Mainz. Wir reden von den Heinzelmännchen. Und das war die kölsche Besonderheit, die uns die komplette Arbeit abgenommen haben. Und es hätte heute noch so sein können, aber es ist nicht mehr so, weil irgendwann waren die Heinzelmännchen waren dann irgendwann fort, weil man hat denen sehr übel mitgespielt. Ja, und zwar gab es eine, ich sag mal, etwas neugierige Frau eines Schneiders, die hat Erbsen auf die Treppe ausgeworfen. Nicht zu verwechseln mit Erbsen, so wie man sie jetzt kennt, in so einer Dose, sondern das waren harte Erbsen, die mussten erstmal tagelang ins Wasser geworfen werden, dann sind sie so weich wie Bonduelle-Erbschen, ja, und dann hat die sich auf die Lauer gelegt und irgendwann hat es Krallerabatsch gemacht und dann? Da kommen in der Nacht die Männchen, wollten in die Schneiderstube, weil die war auf der ersten Etage, sind die Treppe rauf, sind über diese Erbsen ausgerutscht, sind alle die Treppe runtergeflogen. Das Schneidersweib wacht auf, macht die Lampe an, guckt sich die Heinzelmännchen an und denkt sich, das sind Heinzelmännchen. Und die Heinzelmännchen denken sich, was für eine Driss, jetzt hat sie uns gesehen, jetzt haben wir ein Problem. Und da waren die fort. Da waren die fort. Und die kamen nie mehr wieder. Das heißt, seitdem müssen wir Kölschen selber arbeiten, was echt ein traumatisches Erlebnis ist. Ja, und der Legende nach war, eine Woche später gab es Vorwerkstaubsauger, gab es Waschmaschinen von Miele. Ja gut, wir waren wieder faul. Ja, wir sind halt eine Industrienation, was will man machen, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt so eine Geschichte her? Es gibt das aus verschiedenen Kulturkreisen, aus verschiedenen Ecken und Enden. Gibt es das immer wieder, dass es so eine Geschichte gibt, dass nachts irgendwelche Männleins gearbeitet haben für andere? Und so auch in Köln. Das fängt damit an hier. Das gab einen gewissen Heimatschriftsteller, Ernst Weiden hieß der. Und der hat schon das erste Mal über die Heinzelmännchen geschrieben und hat gesagt, dass es da nachts kleine Männleins gab, die gearbeitet haben und die zeichnete was ganz Besonderes aus. Die kleinen Männlein? Ja. Zeichnete aus, dass Das die kleine gearbeitet Männlein? haben? Ach, die waren nackig. Ja, die sollten nackig sein. Das waren die ersten FKK-Männlein, die hier so durch Köln liefen, ja? Richtig bekannt geworden ist die Geschichte allerdings erst durch
August Kopisch. August Kopisch, der hat diese Ballade der Heinzelmännchen geschrieben, die heute noch jedes Schulkind in Köln auswendig lernen musste oder auswendig lernen muss, die halt tatsächlich mit diesen Zeilen anfängt, wie war in Köln vor dem mit Heinzelmännchen so bequem. Und dieser Kopisch hat dann diese berühmten 8 Verse erzählt, wo es um die Kölner geht, weil der Kölner, der war faul, der legte sich hin auf die Bank und pflegte sich und die Heinzelmännchen haben gearbeitet. Ja, wie wird denn das Ganze jetzt interpretiert? Da gibt's verschiedene Ansätze für. Ne? Also nochmal, Tatsache war ja, nachts kamen kleine Männlein und der große Mann hat geschlafen. Das kann man so als sowas wie eine Kapitalismuskritik verstehen, wo es dann auf einmal heißt, aha, was ist passiert? Der große Kapitalist, der Reeder, Unternehmer, Fabrikant, der lässt andere, den kleinen Mann, für sich arbeiten. So kann man diese Sage interpretieren. Es gibt keinen Beleg dafür, ob das so stimmt, aber das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja, zumal man damals, sage ich mal, ungefähr 80 Stunden die Woche arbeiten musste als normaler Arbeiter und auch relativ schwer. Also da, sage ich mal, ist die Work-Life-Balance sehr, sehr unausgeglichen. Das würde aber auch bedeuten, dass die Heinzelmännchen vielleicht, also ist eine steile These, aber für die Gründung der ersten Gewerkschaften beigetragen haben. Weil 1865 wurde die erste überregionale Gewerkschaft, der ADCAV, gegründet. Also wie gesagt, ist eine steile These, aber passt. Aber würde passen. Würde passen, zumindest mit dem Gedicht vom Kopisch, ne? Ja. Würde das passen. Es gibt noch eine andere Interpretation, auch die, dafür gibt es keinen Beleg, aber das klingt auch nicht ganz unplausibel. Ja, und zwar gab es die sogenannten Heinzemännchen, die arbeiteten in Bergwerken und waren kleine Menschen oder kleinwüchsige Menschen, darf man das heutzutage noch sagen? Oder auch Kinder. Oder auch Kinder. Und haben dort im einströmendes Grundwasser zutage gefördert, etc. Alles mit reiner Muskelkraft, mit Ledereimern und Menschenketten gebildet, etc. pp. Und die hatten auch ausgepolsterte Zipfelmützen an mit einer Spitze, die sollten vom Steinschlag schützen. Quasi der erste Helm. Der erste Helm, ne? Hat man den zumindest mal so erzählt. Ne? Allerdings mit der Erfindung der mechanischen Pumpen waren die auf einmal alle arbeitslos und drängten in die Städte. Und dann durften die dort nicht arbeiten, weil es gab Zunftzwang, es war nicht so ohne weiteres möglich, irgendeinen Job anzunehmen und deswegen sind die in die Schwarzarbeit, in die Illegalität gedrückt worden und somit waren die quasi unsichtbar. Und das würde wiederum zur Geschichte passen, dass die nachts gearbeitet haben, wenn es keiner mitgekriegt hat und haben die ganzen Jobs erledigt, die sonst keiner machen wollte und haben dann illegal gearbeitet. Ja, also so oder so, egal wie rum man es dreht, wir müssen jetzt alle selber arbeiten. Das hat uns leider Gottes bei vielen Bauvorhaben in der Stadt Köln nicht unbedingt weitergebracht. Ja, und so ist es Schneiders Weib schlussendlich dafür zuständig, dass wir keine Oper bauen können, dass wir ein Problem haben im U-Bahn-Bau, dass jetzt das Domhotel seit 100 Jahren schon im Umbau ist, am Laurenzkarree und nicht Wigerjet und dass die ganze Stadt in die große Baustelle ist, haben wir nur des Schneiders Weib zu verdanken. Ja, traurig, aber wahr. Zumindest können wir noch schunkeln. Das ist das Einzige übrig geblieben von unserer groben Faulheit. Und das machen wir auch bevorzugt an fastelavend. Deswegen, wenn ihr das nächste Mal irgendwo eine Baustelle seht, schlagt 3 Kreuz und denkt euch, wenn die Heinzelmännchen noch da wären, wäre alles gut. Vielen Dank. Macht Jod. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschö. Tschö. Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotse.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.